Und das ist unser erster Vorschuss mit Steffen. Mit der Flanke in die Mitte. Rheingold. Mit der ersten Chance. Dynamo. Mit dem zweiten. Und das ist 1:0. Basel führt mit 1:0. Die Herzlich willkommen miteinander zu einer neuen Folge von Basel Karrieremodus. Und heute gibt es leider nur ein bisschen Transfer. Sachen, wahrscheinlich ein Spiel, und zwar das gegen Lugano, mehr heute nicht, weil ich stelle euch heute etwas Besonderes vor. Wir gehen in den Teambericht. Direkt zum Sortieren und gehen jetzt. Es gibt eine spezielle App, die heißt ZM mit viel Foot, das heißt, man kann ich zeige es schnell, die Attribute fotografieren, und aus diesen Attributen gibt es dir eine Foodkarte. Du kennst die Foodkarte mit einzelnen Dingen, mit einzelnen Stats, und wir fangen dahinter. Das heißt, wir gehen zuerst zum Jean-Paul Boetius. Ich fotografiere jetzt die Stats und ich blende es nachher dann ein. Also. Dann wir die Stats mal anfangen und dann es ladet. Also, der liebe Boetius spielt 11. Gut, hat ein 77 Ranking nach Foodkarte und hat von den Attributen ein 88 Pace, 72 Schüsse, 71 Passen, 48 Physis, was langsam ist, was nicht so stark ist, 28 Defending und 82 Dribbling. Das blende ich euch. Oh. So. Das ist also seine Karte. Dann gehen wir zum Embolo. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, was der für Stats hat. Fotografieren wir alles. So, hier ist das Foto. Dann schauen wir das. Also, Embolo hätte ein 86er Pace, 78 Schüsse, 68 Passen, 79 Dribbling, 35 Defending und 80 Physis, was nicht so schlecht ist. Dann gehen wir zum Cedric Itten. Schauen. So. Hier ist das Foto. Jetzt kommt wieder so Werbung. So. Itten ist nicht so schwach, hat 55 Pace, 78 Schüsse, 38 Passen, 53 Dribbling, 24 Defending und 56 Physis. Dann gehen wir zum Hunziker. Der hätte es 52 Pace, 63 Schüsse, 39 Passen, 51 Dribbeln, 24 Defending und 54 Pace. Physis. Entschuldigung. Dann gehen wir zu Marc Janko. Jetzt schauen wir, ob wir wirklich alle machen. Das ist jetzt lang. Marc Janko. Machen wir so ab alle, die Plus haben. Das ist jetzt anders kein Plus, aber der. Ah gut, ja. Einfach die ich gerne möchte. Vielleicht schauen. Also Janko hat 51 Pace, 79 Schüsse, 52 Passes, 63 Dribbling, 35 Defending und 74 Physis. Dann gehen wir zum Rheingold, den wollte ich unbedingt mal sehen. Ihr könnt die App einfach abladen, gibt es für Apple, für die Samsung, weiß ich jetzt, Android weiß ich nicht. Also, Rheingold hat 86 Pace, 66 Schüsse, 74 Passen, 80 Dribbling, 31 Defending und 47 Physis, was halt nicht so viel ist. Der Gato, was wir lieber nicht machen, weil er im Minus ist, aber der Milson Fernandes mit seinen ganz vielen 1 Plus, schauen wir nach genau 3, schauen wir was er hat. Der Edmundson Fernandes hat 82 Pace, 69 Schüsse, 69 Passen, 73 Dribbling, 50 Defending und 67 Physis, was auch recht stark ist.
Gehen wir Piano so Namen nicht, Elionussi auch nicht. Baumann dafür, Baumann interessiert mich ein bisschen, wahrscheinlich nicht so viel wird sein, aber als Jugendspieler vom FC Basel kann man es ja mal versuchen, weil wahrscheinlich nicht so viel Stats haben. Also als LM würde er 55 haben, 59 Pace, 43 Schüsse, 61 Pass, 58 Dribbling. Also seine Schnelligkeit und Dribbling jetzt sind die höchsten, 66 Defending und 47 Physis, was aber klar ist, weil er halt nicht gerade so stark ist. Dann gehen wir weiter. Gehen wir Thielemann mal, weil er so viele grüne Sachen hat, vor allem bei Technik. Ich habe so Freude an dieser App, man sieht Veränderungen auch von den Stats her. Oh, müssen wir schon Please Retake Photo. Machen wir doch. So. Der hat 62 Pace, 74 Shooting, 77 Passing, 78 Dribbling, 68 Defending und 64 Physis. Als Spielerkarte, dann gehen wir weiter. Sicher da Suchi will ich vielleicht mal rein. Suchi ist eine der besten Karten, die wir haben. Neben Embolo. Foto gemacht. Let's take photo again. So. Der Rechner gibt. Schaut eben die Zahlen an. Und kann das dann. Also braucht es manchmal ein bisschen länger. Dann zusammenrechnen. Der hätte. Wow! Wow! 76 Pace, was viel ist. 52 Schüsse, 57 Pass, 66 Dribbling. Gut, das sind halt Schwimmerwerte, die halt gut müssten sein. Dann kommt aber Verteidigung, wäre 79 Defending, 82 Physis, was richtig gut ist. Dann gehen wir weiter und dann wollte ich unbedingt den Donnarumma haben. Der Donnarumma, das ist der letzte Spieler, den wir jetzt noch anschauen, richtig? So. Donnarumma, use Photo. Jetzt schauen wir nicht, das ist 76. Please retake Photo. Machen wir doch. 82 Dive. 66 Hands, 74 Kick. Reflexe 84, Speed 46 und Position 76, das ist nicht schlecht. Das war es also mit dieser App. Also die tue ich noch einblenden, wie sie aussieht. Und einfach mal auch ein paar Karten, die ich jetzt Screenshot habe, mal zeigen. Wir gehen aber jetzt direkt ins Spiel gegen Lugano, falls nichts anderes noch kommt. Spontan eigentlich, dass ich das noch aufnehme. Baumann steigt auf 56. Aber je nach Statswechslung wie unten halt gesehen. Oh, da muss ich beim Emblo defensiv noch rausnehmen. Verändert sich halt die Stats von der Karte halt. Nicht immer gerade sofort, aber halt Teil Verbesserung. Blas Riveiros wird zu uns stoßen. Das heisst, wir haben einen Linksverteidiger und einen weiteren Transfer, der sicher zu uns kommt. Die anderen sehen wir noch. So. Gut, also wir sehen das wieder im Spiel. Dann sehen wir vielleicht auch, wenn wir holen. Und herzlich willkommen zum Spiel FC Lugano gegen FC Basel. Und ein gewisser Spieler ist einen Tag vor dem Spiel gewechselt. Und zwar Mirko Salvi wechselt fest zum FC Lugano. Mein Name ist Alessio und willkommen auf dem Kanal Italiano. Es ist einiges passiert heute. Alexander Salvi, also die neue Nummer 1 vom FC Lugano, wo heute im 4-3-3 spielt mit Botani, Rossi und Colina voran. Natürlich auch Donis, Pusic und Roy in der Mitte und Datkovic, der Abwehrchef, zurück nach seiner Verletzung. Unsere Aufstellung sieht so aus mit dem Neuzugang Blas Riveiros auf der rechten Seite mit Hög, Sar, Altraore, Donnarumma, Franz und Thielemann und die 4 vorne Gold, Boetius, Steffen und Embolo. Und Blas Riveiros kommt eben aus der Jugend von Bayern München, 2 Jahre ausgelehnt und kommt dann für 4 Millionen fest zum FCB, wenn er seine Leistungen bringen wird. Dann gehen wir gerade ins Spiel, also Lugano gegen Basel, los geht's. Setzt sich jetzt einmal die Mitte durch, Thielemann.
kommt nicht zum Schuss und es ist die erste Halbzeit vorbei. Zweite Halbzeit, erster Wechsel Milasovic. Kommt hier für Pusic, ein ausdruckbarer Name. So. Oder halt durch Tricks durchkommen. Genau so meine ich. Das Boetius. Und das müsste 11 Meter gehen, das geht's auch. 53 Minuten vorbei. Erste 11 Meter. Cristiano Dois bekommt Gel und das ist klarer 11 Meter. Grätscht der Boetius und kommt nicht an Ball. 11 Meter, jetzt Embolo gegen Mirko Salvi. Ja. Und er macht's! Embolo! Mit dem 1:0 für den FC Basel. Hoffentlich können wir das 1:0 auch heben. Das ist jetzt für uns wichtig. 52 Minuten vorbei, noch eine halbe Stunde zum Spiel. Und jetzt müssen wir einfach das 1:0 heben. Der geht nochmal mit die Fehlpass. Wieder vom Tiedemann. Macht heute keine gute Partie. Höher, Risierto! Rossi! Janussi. Schickt nochmal den Fernandes. Das ist jetzt Basel, 90. Minute. 3 Minuten sind noch angespielt. Veseli mit dem Ballverlust, Ballvergewinn. Eieiei, ich komme jetzt fast nicht mehr nachher mit kommentieren. Es ist spannend halt. 90. Minute läuft. Lugano drückt. Es ist ein offener Schlagabtausch. Sie müssen jetzt gegen Führer spielen. Basel versucht nicht zu verteidigen, sondern eher zu Führer zu spielen. Und es ist vorbei. Basel holt sich also den zweiten Saisonsieg. Und wir schauen jetzt noch gerade auf die Tabelle. Und wir sind wieder dran. Nur noch 5 Punkte Rückstand auf den ersten FC Zürich. Und ich sage euch, wir spielen mal ein Spiel. Ich habe Lust. Wir wollen die Tabellenspitze wieder erobern. Und wie kann man das besser gegen den Tabellenführer selber? Basel empfängt den Tabellenführer, den FC Zürich. Und wir erwarten heute einen grossen Namen. Einen grossen Namen vom FC Basel, der heute, nach 2 Jahren, zurückgekehrt ist. Der erste empfängt den 8. Aber es kommt ein neuer Name zurück. Ein altbekannter Name. Unsere alte Nummer 14 ist zurück beim FC Basel. Und da sehen wir ihn für 9,5 Millionen zurückgeholt. Vom Hertha Berlin, der Valentin Stocker. Zurück die Hei zu Basel. Also heute vielleicht wieder zum Sieg führen. Da ist unsere Aufstellung. Dann noch Riveros, Höck, Suchi zurück nach der Rotsperre. Traoré, Stocker hinten mit dem Tiedemann. Vorne die gewonnenen 4. Boetius Gold, Steffen und Embolo. Wir hoffen heute ein bisschen mehr Dampf wie zu Lugano zu sehen. Wir wollen vorne mitspielen. Wir wollen den Meister zeigen. Fevre, Brunner, Kejovic, Sanchez, Schönbechler, Campi, dann Simon, Sadiku, Schudabau und Cornelius vorne. So sieht es aus. Und Mission erster Tabellenplatz geht los. Wir wollen wieder vorne mitspielen. Das ist unser Ziel. Und ob wir das erreichen, das sehen wir heute. Wir wollen vorne mitspielen. Und das ist unser erster Vorschuss mit Steffen. Mit der Flanke in die Mitte. Rheingold! Mit der ersten Chance. Dynamo! Mit dem zweiten Schuss! Und das ist 1:0! Basel führt mit 1:0 die Hei! Gold für Basel, der erste Schuss von ihm. Dann Dynamo haut da einen Schuss raus, genau in den Winkel. Und das wollen wir. 1:0 FCB. Auf der anderen Seite gefährlich jetzt dann noch rum. Ich hatte jetzt gerade Angst gehabt, dass er nicht mehr am Ball kommt. 1:0 führen wir also nach knapp 3 Minuten. Mal schauen, was die zweite Halbzeit. Und die bringt einen Wechsel. Oliver Buff kommt und Gaston Campi geht dafür raus. Buetz ist noch im Spiel, obwohl er so viele Fehler gemacht hat.
Jetzt mal schauen, vielleicht wird er dann noch eingewechselt, wird wahrscheinlich noch eine letzte Chance bekommen. Gold. Mit dem Ball hinten. Ja, zum Tiedemann. Gefährlich! Der Ball senkt sich noch richtig gefährlich. Sehen wir da noch, und er senkt sich noch in der Mitte recht stark, aber langt nicht für dieses Goalie. Aber eine knappe Sache gewesen, wo Zeit aber spielen will, aber auch gegen Führer spielt. Jetzt ist es vorbei. Wir besiegen den Tabellenführer mit 1:0. 2 Siege hintereinander. Basel ist back. Valentin Stocker ist back. Wale kommt bald zurück und das hat er auch gehalten. Er ist also zurückgekehrt, der Valentin Stocker. Du musst eine Bewertung von ihm an, das interessiert mich jetzt schnell. Hat er 6,4 gehabt, gut, nicht gerade das Beste. Aber jetzt gehen wir sofort auf den Ball. IB gegen Thun, Spiel 0:0. Mal schauen, wie die Tabelle jetzt aussieht. Klar sind noch nicht Spiel alle gespielt. Transferende machen wir auch noch gerade. So. Tabelle. Sehen wir jetzt noch nicht, dass das neues Ergebnis wird. Schau am Mexanto! Basel wieder back! Nur noch 3 Punkte hinter Sion. 2 Punkte hinter dem geschlagenen von vorher, dem FC Zürich. Und wir haben jetzt wieder 8 Punkte Vorsprung vor dem letzten Platz. Das ist das, was wir erreicht haben. Die 2 Spiele mit den 2 Siegen. Jetzt sehen wir noch mal schnell, dass wir gut eingekauft haben. Gut, wir haben uns nicht so stark verbessert, aber auch nicht so viele Leute verkauft. Gold steigt auf das 76 Uhr. Wichtig ist, dass wir jetzt die Leute langsam auf 80 Uhr holen. Jetzt gehen wir schon schauen. So, die letzten 10 Tage. Wir haben für 14,5 Millionen eingekauft und 25.000 haben wir Abgänge gehabt. Gaber, Balanta, Riveros und Stocker sind ja gekommen. So, ob wir jetzt jemanden holen, das sehen wir jetzt noch. Hunziker ist in 2 mit seiner Rolle, ist aber eigentlich sowieso auf den Transfer. Jetzt kann schon schauen. Wir können für 10 Millionen noch mal jemanden einkaufen. Die Frage ist, was brauchen wir noch? Die Frage ist, was bräuchten wir noch? Goalie haben wir genug. Rechtsverteidiger haben wir. Wenn wir einsetzen, dann haben wir Verteidigung haben wir genügend. Ich glaube Mittelfeld, einzelne Zentral, Franzen ist halt schon gut, aber also ZTMs, wir brauchen starke ZTMs und wir schauen jetzt, was wir könnten finden. Mittelfeld. Und wir sehen uns zurück mit Ergebnissen. So, wir schauen schnell. Ich kann 4 Angebote abgeben, und zwar für El Neni vielleicht zurückzahlen, für den Geoffrey Gongdobia, für den Geoffrey Donsa und für den Cataldi. Wir schauen alle mal schauen, wie viel sie kosten. Also wir schon 45 kosten. Wir schauen dann, ich kann dann in den Kommentar schreiben, welche wir sollen holen. Durch für jeden mal genau das bieten, was er will. Bei allen wichtig. Wir brauchen halt nochmal ein ZM, wo wirklich ZM spielen kann. Da ist ein Kommentobia, will 70.000. Schon viel, aber lernen wir jetzt mal. Also, kommt er noch 65. Schnell wird er das nicht an, ne? Und Arsenal hat ja die 10 Millionen, aber da wird auch zu viel haben. Mal schauen. Aber wichtig für zurück zu einer alten Liebe will. So. Gut, Gegenball. Also. Er lehnt ab. Er möchte sich noch orientieren. Da können wir aber noch 60 drauf tun. Mal schauen, ob er jetzt ja sagt. Und vielleicht der Schaumspieler. Der könnte sich aber theoretisch noch entwickeln, Cataldi. Donza, er hat das Gefühl, er ist ein Star bei sich. Oh nein, das will ich nicht machen. So, und dann so. So, jetzt wird er wahrscheinlich akzeptieren bis 60, aber ich doppelt so viel wie er möchte haben.
Er möchte 70.000 haben. Wir machen 65.000. Und gegen er will 80.000 haben. Ich bin 65. So, mal schauen, wer wir überhaupt bekommen. Das wird nochmal knapp. Sagen beide nein, Cataldi und Kongdobia sagen nein. Da, aber Donza sagt ja. Bin ja da 65.000. Er möchte eine größere Rolle spielen. Das Geld wäre für ihn okay, das machen wir essentieller. Kongdobia wäre halt brutal stark und er will immer noch 80 haben. Ich biete ihm immer noch 65. 4 Jahre essentiell. Er ist halt vor allem Austausch, dachte Nini. Donza wäre natürlich geil. Und hier Wand nicht an. Wer? Nicht einfach die 65 da, das regt mich richtig auf. So, dann spielt er halt, reklamiert er halt, das ist mir egal. So, 4 Jahre essentiell. Und der Lini will nicht, okay, dann lassen wir es. Donza warten wir jetzt noch. Und wenn es nur noch da, ja, wenn es wirklich so ist, dass wir nur noch Donza bekommen, dann lassen wir es. Oh nein, Cataldi. Aber jetzt müssen wir überlegen, Cataldi will 65.000, er nur 60, wiederum will ist der Donza halt, glaube körperlich ein bisschen stärker. Ich denke, das wäre genau der Donza, aber wohl. Da wissen wir, dass er 75. Komm, wir nehmen den Donza mit, ist mir egal. Wir nehmen den Donza mit, leider kann ich euch keinen entscheiden, weil Cataldi ist. Ich würde persönlich den Donza halt mitnehmen, einfach weil er halt körperlich halt ein bisschen stärker ist. Wir können jetzt gerade schauen, was er für eine Wertung hat, also schauen wir nachher. Beendet hier das Folge also heute mit dem letzten Transfer Day. Ich habe so viel Bock zum Weiterspielen. Ich hoffe, ihr fühlt die Folge auch. Wir haben also einen neuen geholt. Und Charles Beagle könnte mal weggehen. Machen wir jetzt mal mit. Der kann mitgehen. FC Stevenage. Also er ist gerade weg. Das ist gut. Haben wir am letzten Tag also noch etwas gerissen. So. Jetzt können wir gerade schauen, was. Oh, Spieler verkauft. Im letzten Moment. Ah. Okay, das ist einfach gegangen ohne meine Zusage. Aber bis gut. Wir schauen jetzt, was wir für. Oh, nein, in der Schweiz. Was wir noch für eine Mannschaft könnten theoretisch machen. Wir sehen das also, wenn wir fertig sind. Das wäre unsere 11. Das ist die beste 11, sogar reingeholt wäre auf der Ersatzbank. Das heißt, Embolo vor mit Steffen, Tiedemann und Boetius. Donza hinter mit Valentin Stocker. Vor allem er ist vor allem auch schnell und physisch stark. Dann haben wir den Traoré, Alvarez, Balanta, Suchi, Lang und Donnarumma auf der Ersatzbank. Kuzmanovic, Fernandes, Gold, Sara, Yunussi, Bjarnason und der Hunziker. Dann wir gerade speichern. Und ich würde sagen, die Euro-Quali-Spiele, die lassen wir aus. Die sind für euch eher uninteressant. Dafür geht es dann in der nächsten Folge weiter und unsere Gruppe von der Champions League, ich glaube da. Ich habe schon Juve und Leverkusen gesehen. Jetzt gehen wir schauen. Oh, das habe ich nicht wählen. Ich habe Tabelle gesehen, von uns eine Tabelle. Ah, da sehen wir sind immer noch Dritte. Das Schweizer Pokal ist noch nicht klar. Gegen Probe haben wir gegen Real Madrid verloren. Jetzt klemmt es da immer da klemmt. Hallo. Da nach gefühlten 10 Minuten ist es vorbei. Gruppe A, also Dortmund, Milan, Zenit, Olympiakos. Gruppe B, City, Valencia, Rom, Kopenhagen, Real Madrid, Wolfsburg, Benfica, Anderlecht.
Und das ist unsere Gruppe. Juve, Bayern 04, PSV Eindhoven und wir, der FC Basel. Wir schauen, wenn wir noch weiter in die Schweiz haben. Menu gegen Bayern, Besiktas und Brügge. Chelsea, Lyon für den Bauer Amsterdam. Arsenal, Atletico, Olympique, Marseille, ZSK Moskau. Barca, wow, die Gruppe ist geil. Barca, PSG, Porto und Celtic. Europa League. Haben wir irgendwo noch Schweizer Mannschaft? Das wäre doch mal jetzt interessant zu wissen. Aber jetzt hängt es wieder. Kopf. Komm mit. So, wir gehen mal in der Europa League schauen, schnell. Sevilla. Doch, Sion spielt da in der Gruppe C mit Bilbao, Gent und Wien. Sonst noch. Schweizer Mannschaften. Sieht man nicht danach aus. Nein, also nur mehr und Sion spielen da zu der internationalen. Wir sehen das wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.